Partner von Venio SRL präsentieren die Automotorshow. Du musst doch nicht immer bei einem SUV ein Benzin oder ein Diesel sein. Hier heißt die Alternativ Plug-in Hybrid, ein Rollo, hier an den Opel Grandland X4 Hybrid angebaut. 300 PS Systemleistung machen deels elektrisch, deels durch den Benzin, den 4x4 angedriebenen SUV ordentlich Bein, rein elektrisch so über den Strecke von 50 km. Wie das an der Praxis rüberkommt, beweist uns auch diesen Test. Auch auf den nächsten Blick bleibt der Grandland X als modernen Hybridundriff immer nach einem Opel. Er weist doch auf die Kosten von den deutschen Ingenieuren hin. Nebenbei hat sich die freie GM durch den Opel auch ungeniert und noch nicht auffallend an den Regalen vom Mammenkonzern PSA bedingt. Beim Design gab sich auch allmählich gemacht, für einen flotten, gefälligen SUV auf Beine zu stellen. De Cockpit ist nicht verspielt, so wie seine Instrumente gut platziert und noch gut auflesbar sind. Die Feuerung durch das Menü vom Infotainment ist übersichtlich und also sehr zu durchgucken. Auch für den, der nicht am jungen Alter schon am Tablett gespielt hat. Über den Touchscreen an der Mittelkonsole lassen sich auch die wichtigsten Daten auf das elektrische Fahren aufrufen. Beispielsweise die Leistung, der Konsum und Strom und Sprit und so weiter. Auch der Blick an den Volant zwischen den zwei runden Analoginstrumenten platzierten Display weist der Chauffeur immer, wie weit er nach mit der Akkuladung rollen kann. Der Grandland X Hybrid 4 bietet eine gute Balance als digitale und konservativer Mischung. Am Vergleich zum normalen Grandland X kostet der Plug-in Hybrid Package natürlich etwas Platz. Anstatt den 524 Liter Ladevolumen an der Mall fällt diese bis 390 Liter rauf. Aber mit umklappbaren Sitzer fällt auch durch die 124 Liter Manner das Gesamtvolumen von der Mall bis auf 1521 Liter beim Hybridgefühl. Und zum Interieur vom 4,40 Meter langen SUV gibt an puncto Sitzposition viel Platz und Komfort angeboten. Wobei der Chauffeur auf seinem rückenfreundlichen RGR-Sitz Aktion, gesunder Rücken, eine gesund und komfortable Position kann anholen. Ohne aber die Passagiere an den Rand zu vergessen, die auch nicht Knie und Knie sitzen und noch nach Platz genug über dem Kopf haben. Der Opel Grandland X ist ein 4,40 Meter lange Kompakt-SUV, den 2017 auf den Markt kam. Und noch als Plug-in-Hybrid an zwei Versionen zu kriegen ist. Als Grandland X mit 225 PS und auf den Vierrädern angedrieben und als Grandland X Hybrid 4, also Vierrad angedrieben mit 300 PS, den wir auch als Testauto konnten fahren. Hier lag nicht nur ein 1,6 Liter Turbo-Benziner an dem Kapot mit zusätzlich zwei Elektromotoren. Die liefert seine Kraft von 81 kW 110 PS über die Erdgangautomatik auf die vierten Achse. Und den zweiten mit der Leistung von 83 kW 113 PS auf die hintersten Achse. Den Hybrid 4 geht auch am Elektromodus für allem über die hintersten Räder gedriven. Aber wenn ihr das Zahlen schon zusammenzählt und auf 400 PS könnt, muss ich enttäuschen. Es geht nicht durch, für bei der Roter Lucht ein Sportsphone aufzuhängen. Den 13,2 Kilowattstunden Akku kann die zwei elektrischen Motoren nicht mehr mit 122 PS füttern. Und das trägt zusammen als eine Systemleistung von 300 PS bei unserem Testauto, dem Opel Grandland X Hybrid 4. Und es merkt ihn direkt, sobald er Last fährt, der Benziner bleibt ruhig und es sind die zwei Elektromotoren, die den Grandland durch ein kleines Surren und Trolle bringen. Aber wie vorhin schon gesagt, der Lithium-Ionen-Akku, den 13,2 Kilowattstunden speichert, macht es doch möglich, dass eine Autonomie von 50 km zustande kommt. Natürlich hängt diese elektrische Autonomie auch vom jeweiligen Fahrstil auf. Am Stadtverkehr, wo den Elektroantrieb am meisten Sinn hat, wird uns trotz Rekuperation nicht möglich, unter 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer zu kommen. Und haben am großen Ganzen die 54 Kilometer elektrisch fahren auch nie erreicht.
Auch durch eine Funktion eSafe kann am Opel ein kleiner Reservestrom 4 bis zu 20 km versorgt gehen. Zum Beispiel das Wesen zum Schluss von seiner Reise geht es nach durch einen Start, die dann durch einen kleinen Knappdruck nach 10 bis 20 km elektrische Autonomie kann aufgehen. An diesem Fall geht dann die Batterie bis zu diesem Recht komplett entladen, ehe dann der Benzin rasch hält. Rein elektrisch können die zwei Elektromotoren die Grandland X Hybrid 4 bis auf eine Vitesse von 130 km/h bringen. Sowie die Beschleunigung für ein Auto von diesem Gewicht von bald 2 Tonnen mit der Staune festgestellt kann gehen. Ein kurzen Tritt auf Gaspedal lässt auch Spaß bei den 4 Vormodussen abkommen. Verlässt den elektrischen Modus, wechselt an den Hybridmodus oder den 4x4, unterstützt den 1,6 Liter Turbo-Benziner, den elektrischen Antrieb, zum Beispiel bei der Abfahrt auf der Autobahn. An der Wechsel von Elektro auf den Benzinsmotor fällt engem kaum ab. Am Sportmodus überhält der Benzinsmotor die Beschleunigung, an die 2 Elektromotor spielen heute Gesell. Aber wenn ihn doch nicht richtig spielt, mir täte den nicht gut. Das Heitleistung nachlässt, wenn den Gaspedal trippelt. Weil da spätestens spielt den, dass die 200 PS vom 1,6 Liter Turbo Benziner aber ein bisschen Probleme haben, den bald 2 Tonnen schweren SUV auf Trab zu halten, an den Spritverbrauch klemmt deutlich. Anstatt dem 1,6 Liter auf 100 Kilometer, die Zahl, die Opel ugeht, klemmt das schon bis auf einen Durchschnitt von 5,5 bis 6 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Während diesen Opel fährt, stellt er fest, dass ein ähnlicher ist wie seine Familie aus dem PSR-Gruppe. A Punkt der Suspension ganz komfortabel und darüber hinaus auch noch sportlich mit seinen 300 PS zu fahren. Und zum Schluss noch ein Wort über das Ablöden von seinem Akku. Ein komplett Ablöden dauert in der normalen Haushaltssteckdose von 1,8 kW 7 Stunden, was für die Leute, die über nicht ablöden, völlig durchgeht. Zu roten ist, die 7,4 kW Onboard-Löder mit zu bestellen, weil da kann ihn a knapp 2 Stunden volllöden oder auch mal am Supermarché, da kann er ein bisschen abfüllen. Wenn Sie also lo für Plug-in Hybrid entscheiden, da soll das Profil vom Fuhren auch passen. So ungefähr, dass die Strecke für auf der Arbeit anzurück, aber komplett elektrisch kann zurückgelöst gehen. Oder, wenn das nicht geht, dass dann aber während der Arbeitszeit kann noch abgeladen gehen. Und so mischt Opel auch das, was belebten Autos am besten können, nicht falsch. Für kurzer Zeit hat der belgische Importateur zu einer kleinen städtischen Präsentation an Belsch besser gesagt auf Londersee geladen. Und das auch alles unter strenger Hygiene oplo. Er gouf die zweite Generation vom Opel Mokka vorgestellt, wo mir ich auch ein paar Bilder weisen können. Den neuen Opel Mokka ist das nächste Modell von der PSR Düchter, den zum Depart für auf den Autosmarché auch direkt mit einer Elektrovariante angefeuert wird. Ma Mokka haben wir Opel quasi neu erfunden. Wir haben ein Auto vom ersten Strich mit Bleistift zu Rüsselsheim gezeichnet und entwickelt, so der Opel-Chef Michael Loscheller bei der Weltpremiere zu Rüsselsheim. Der 4,15 Meter lange Mokka dreht auch als erstes Modell den neu formierten Opel Blitz an den zentral ausgerichteten Schriftzug Mokka auf der Malle. Am Interieur trommt der Mokka mit einem voll digitalisierten Interieur ab. Die sogenannten Opel Pure Panel verläuft horizontal und integriert 2 Widescreen-Displays. Also nur der Vorstellung von den Designer, ob das wesentlichst konzentrieren und den Chauffeur nicht vom Verkehr auflenken. Laut dem Wim Verlooy, Communications Manager Opel und Gruppe PSR, auch ein grosses Fest für Opel an der Belge. Une grande fête pour Opel ici en Belgique parce qu'on peut présenter le nouveau Mokka. Il faut savoir, depuis que Opel fait partie de PSA, on a pu réfléchir surtout
au niveau DNA d'Opel. Et on a trouvé deux mots simples, audacieux et pur. Et justement pour ça, on voulait créer une nouvelle face avant pour les Opel à venir. Et c'est le Mokka qui peut faire la première maintenant. Ici, on voit le Opel Visor, la face avant avec un seul bloc qui est complètement nouveau pour nous et qui sera aussi disponible sur les autres modèles à venir. Par exemple, Crossland sera la prochaine voiture qui va aussi lancer ce nouveau né. Le Mokka, quand même une voiture extraordinaire pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle est accessible, elle est disponible en essence diesel, mais aussi en électrique avec une batterie de 50 kWh. Ça veut dire une autonomie de 324 km. Donc plein de possibilités pour le client. Il choisit d'abord sa voiture au niveau finition et puis la motorisation ou l'inverse. Plein de flexibilité pour le client, mais aussi pour nous comme marque, qui est très important au niveau constructeur. Opel, comme PSA ou les autres marques de PSA, on veut absolument réussir au niveau émissions CO2 aussi. Ça veut dire qu'on ne va jamais payer d'amende parce qu'on veut vraiment être en ligne avec les directives européennes au niveau CO2. 0 grammes d'émissions, mais aussi juste 100 grammes pour essence. Donc une voiture qui n'est pas seulement très sexy, mais aussi très sobre et en ligne avec les directives européennes, c'est-à-dire les chiffres qui doivent baisser au niveau émissions. Le nouveau Mokka, il sera dans le réseau en janvier. Ce sera une grosse fête pour nous et on espère que l'hiver passe très vite parce qu'une fois qu'on aura le vaccin contre le corona et le Mokka, la belle vie est repartie pour nous tous. Inspiriert gouf den Design vum Manntag-Gesicht aus den 70er Joren. Den neuen Opel Mokka kann mat Blick op verschiedene Sorten vom Undriff bestalt gin, als Benziner, Diesel oder als rein Elektroversion. Verbrenneraggregaten bieten ein Leistungsspektrum von 100 bis 130 PS und sind entweder mit manueller 6-Gang oder enger 8-Gang-Stufenautomatik lieferbar. Den Elektroundriff vom neuen Mokka leist 136 PS, sowie schon am Elektro-Corsa bekannt, könnt op een maximal Drehmoment von 260 Nm. Seng 50 Kilowattstunde Batterie ermöglicht dem elektrischen Mokka E eine Kilometerleistung von bis zu 324 km, an dat laut WLTP Verbraucherzyklus.